Leute, ihr habt es längst gemerkt, unser Weg führt uns heute vom Stadion hier zum Geisbockheim und wir haben auch schon ordentlich Sonnenbrand, würde ich sagen, und Brand haben wir auch. Deswegen haben wir uns jetzt endlich mal einen Kölsch gegönnt. Ne, die Sonne steht schon tiefer. Was für ein geiler Tag. Prösterchen, Leute. Erstmal anstoßen hier. Prost. Ja, und das Erste, was uns aufgefallen ist, als wir gerade am Geisbockheim hier angekommen sind, da hinten trainiert die U17. Und da sind wir natürlich bei der Zukunft des 1. FC Köln. Und wer weiß, ob da vielleicht auch auf diesem Platz hinter uns, keine 100 Meter, der nächste Florian Wirtz schon unterwegs ist. Und da sind wir schon bei der ersten Hoffnung für die Zukunft, dass uns natürlich so etwas wie damals nicht mehr passiert. Das wäre tatsächlich in einem Schwung wahrscheinlich das gewesen, was uns alle Investoren und Geldgeber der Welt hätten zahlen können. Aber wir haben die Chance eben nicht genutzt. Da gab es Gründe für, die lagen auch nicht nur beim 1. FC Köln, das muss man auch ganz klar sagen. Aber klar, wir haben da auch deutlich gepennt, ne? Und das muss für die Zukunft besser werden. Das ist direkt der erste Wunsch. Und das war, um es beim Namen zu nennen, natürlich im Wesentlichen Armin Fee, der sich die Jugendspiele gar nicht angeguckt hat. Ne? Aber lassen wir diesen ganzen Quatsch jetzt sein. Wir wollen in die Zukunft gucken. Ja. Und da gibt's jetzt noch so ein paar andere Dinge, auf die man sich vielleicht ja freuen kann. Also wir haben eine neue sportliche Leitung. Finde ich sehr, sehr spannend, ehrlich gesagt. Denn also Jörg Jakobs und Thomas Kessler stehen einmal für zwei Leute, die sich definitiv wie kaum jemand anders im Verein auskennen. Das muss man mal so sagen. Ne? Ja, und nicht nur auskennen. Ne? Ja. Also man muss, wenn man zurückblickt auf das, was Jörg Jakobs damals 2012 nach dem Abstieg geleistet hat, das kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Ne? Also er hat damals in Vorbereitung auch von Schmatke, der hatte noch irgendwelche vertraglichen Restriktionen aus seiner Hannover-Zeit. Der durfte also offiziell noch nicht für uns anfangen und hat erstmal seinen quasi zweiten Mann vorab geschickt, den Jörg Jakobs. Und der hat sehr viel eingestielt damals, von dem wir dann stark profitiert haben im Laufe der nächsten Jahre, die ja auch durchaus erfolgreich waren. Also gerade was Transfers anbelangt, hat er damals einige sehr gute Dinge auf den Weg gebracht. Ja. Was mir auch total gut gefällt, ehrlich gesagt, ist, dass wir jetzt nicht verkrampft nach irgendwelchen großen Namen gesucht haben. Ne? Wenn man also eine vielleicht, also potenziell unpopuläre Entscheidung trifft, wie die Entlassung von Horst Held, dann könnte man ja dazu neigen zu sagen, jetzt muss ich irgendjemanden holen, irgendeinen Alofs oder weiß nicht was, wo alle Leute anfangen zu jubeln. Ne? So, das ist nicht passiert und ich schätze das auch sehr hoch ein. Das bedeutet, dass da ordentlich gearbeitet wird und nicht nur geguckt wird, wie reagieren die Leute da draußen, sondern dass nach vernünftigen Lösungen gesucht wird. Das finde ich gut. Ja, und was natürlich auch sehr gut ist, ist, dass man den Klüngel komplett außen vor gelassen hat. Also man setzt erstmalig jetzt nicht auf einen Werle-Buddy, denn auch Held kam ja auf dessen Vermittlung, Fee sowieso. Und da sind wir auch schon bei den Änderungen, die man beim Vorstand erkennen kann. Also man versucht da jetzt eine eigene Kreation an den Start zu kriegen und nicht sich wieder jemanden quasi aufs Auge drücken zu lassen. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Und also auch von der Seite grünes Licht für dieses Duo, wobei man sich natürlich nie sicher sein kann. Ne? Kann man nicht, ne? Aber ich fand sehr interessant, wenn man genau hingehört hat, Jörg Jakobs hat in dieser PK gesprochen von einem komplizierten Kader mit vielen Leihspielern, ne? Mit Leihspielerhintergrund. Ne? Das ist ja exakt das, was wir alle, glaube ich, empfunden haben, dass wir gesagt haben, Mensch, die Hälfte von den Leuten ist sowieso bald weg, wie willst du denn da irgendwie eine Zukunft drauf aufbauen? Und dass das so deutlich angesprochen wurde, das ist ja schon ein ganz klein bisschen auch eine Kritik sozusagen am Vorgänger, ja. Absolut. Macht mir Hoffnung tatsächlich, finde ich gut. Naja, und was den Kess anbelangt, also da sind wir uns natürlich auch einig, das ist endlich mal eine interne Besetzung. Also das, was wir eigentlich schon seit Jahrzehnten fordern, dass auch mal Leute, gerne auch ehemalige Spieler, wie das bei anderen Vereinen ja auch, also Bayern München, auch ein Uli Hoeneß hat mal klein angefangen. Ne? Und das ist uns nie gelungen, Leute hochzuziehen. Vielleicht ist der Kess tatsächlich der Erste, ein Sympathieträger ist er auf jeden Fall. Also ich glaube, man kann das schon auf die Formel bringen, jeder mag den Kess, auch innerhalb der Mannschaft. Deshalb hat er da auch lange die Rolle gespielt, die er gespielt hat. Hat sich zwar da mit dem Ersatztorwart quasi zufrieden gegeben, aber ein ganz wichtiger Posten für die Mannschaft immer schon gewesen. Jemand, der den 1. FC Köln in- und auswendig kennt. Und wenn er jetzt im Business ansatzweise so gut wird, wie er das im sportlichen Bereich und auch im menschlichen Bereich war und ist,
dann kann das tatsächlich eine gute Option werden. Ja, also eloquent ist er mal auf jeden Fall. Ich finde, er hat sich extrem gut geschlagen auf dieser Pressekonferenz. Auch das was ein bisschen Hoffnung macht. So. Und dann haben wir ja auch noch einen neuen Trainer. Ne? So, was hältst du von Steffen Baumgart? Ja, also meine große Hoffnung ist, dass wir endlich einen Trainer kriegen, der sich nicht verbiegen lässt. Der mit einem wirklich eigenen Konzept auch ankommt. Ja. Und der keinem Sportdirektor in den Hintern kriecht. Also wenn ich an Leute wie Anfang oder Bayer Lorzer zurückdenke, tut mir leid, das waren letztendlich Marionetten der sportlichen Leitung. Und das ist ein schlechtes Ungleichgewicht. Ne? Das muss, also ich finde, das Verhältnis zwischen einem sportlichen Leiter und dem Trainer muss mindestens auf Augenhöhe stattfinden. Und das erwarte ich von Steffen Baumgart, dass er da den Sportdirektor, ob es jetzt erstmal die Kombi Kessler und Jakobs ist oder auch eine zukünftige Konstellation, dass er den Herren schon auch ganz klar zeigt, dass er am Ende irgendwo der Chef im Ring ist. Ne? Also das traue ich dem Steffen Baumgart zu, was das Emotionale anbelangt. Also jeder kennt die Bilder von der Seitenlinie, jeder kennt diese geilen Interviews, die er auch gibt. Also da kriegt man ja wirklich Gänsehaut und wird richtig mitgerissen, ne? Also ich glaube, das könnte ein Typ sein, ohne ihm jetzt sofort zu viel auf die Schultern zu laden, der uns hier weiterbringt in Köln. Der hat übrigens ein sehr, sehr lesenswertes Interview bei Elf Freunde gegeben, das mich total begeistert hat, muss ich sagen. Und auch genau musste ich wieder mit mir selber kämpfen und sagen, jetzt fang nicht an, den direkt schon wieder so grandios zu finden. Ja. Aber es war schon so, als ich es zu Ende gelesen habe, dachte ich, das ist ja mal eine geile Type. Das wirkte sehr, sehr ehrlich, sehr, sehr auch relaxed. Ne? Ich glaube, das ist überhaupt keiner, der sich total ablenken lässt, obwohl der ja jetzt im Grunde schon, bevor der überhaupt hier ist, wird der schon medial durch die Mangel gedreht. Ne? Ja, Wahnsinn. So, die Bild-Zeitung oder Sportbild kommt schon an und sagt, guck mal hier, der guckt so böse, das tut er also nur, weil Horst Held weg ist. Ne? Auf die Idee musste auch erstmal kommen. Also für Kölsch kann man gar nicht trinken. Ne? Also ich glaube nicht, dass das einer ist, der jetzt zu Horst Held kommen wollte. Ja. Ne? Ich glaube, der wollte zum 1. FC Köln und er wollte es, weil das eine riesen Herausforderung ist und er hat schon eine Vorstellung davon, was das hier für ein Zirkus ist, oder? Ja, absolut. Und ich meine, wir haben ja eben auch schon mal im Laufe des Tages über die Presseaktivitäten gesprochen, die wir hier in Köln zurzeit zur Kenntnis nehmen können. Das ist niveaumäßig wirklich schlecht und die Sportbild hat dem nicht nachgestanden, hat sogar noch mal einen draufgelegt und tatsächlich hier die Behauptung aufgestellt, ein Steffen Baumgart wäre zum 1. FC Köln gewechselt, weil der charmante Horst Held ihn da quasi mitgerissen hat. Also Leute, ganz ehrlich, was für ein Unsinn. Völliger Unsinn. Erstens wollte der Held den Fink als Trainer haben. Ja. Und zweitens das ist so kolportiert, ne? Ist Baumgart auch mit mehreren Leuten in Kontakt gekommen. Und ich glaube, er hat hier das eigene Gespür auch entwickelt, dass das ein Projekt sein könnte. Das hat er im Übrigen ja auch gesagt, für das er der richtige Mann sein kann und das er auch voranbringen kann. Und das ist natürlich völlig unabhängig von unserem Hotte. Also ganz ehrlich. Und zum Hotte kann man nur noch mal sagen, eigentlich hat er seine besten Leistungen gebracht, als er nichts mehr zu sagen hatte, als er keine Entscheidungen mehr treffen konnte. Ne? Da ist er locker geworden und deswegen wollen wir ihm natürlich auch den Anteil am Verdienst der Verpflichtung von Steffen Baumgart nicht wegnehmen, aber dass man den Spieß jetzt umdreht und sagt, der Baumgart ist jetzt tief enttäuscht und guckt deswegen so todunglücklich auf diesem Foto. Das ist also wirklich, das ist so lächerlich wie nur was. Sind wir uns völlig einig. Ich muss aber trotzdem gestehen, dass ich absolut nicht damit gerechnet hätte, dass Steffen Baumgart zu uns kommt. Ich hätte gedacht, er geht zum HSV. Ich hatte immer gehört, er sei HSV-Fan und es gab ja wohl noch ein paar andere Vereine, die an ihm interessiert waren. Also ich finde das eigentlich völlig sensationell, dass er sich für den 1. FC Köln entschieden hat und kriegt das auch noch nicht so richtig eingeordnet. Wie mag das passiert sein? Weil wir so geil sind, oder? Weil wir ein geiler Verein sind, natürlich. Und der HSV spielt in der 2. Liga. Ich meine, als er unterschrieben hat, stand das noch nicht fest, muss man fairerweise dazu sagen. Ne? Ja. Aber es hat sich ja gelohnt und er verdient jetzt, was man gehört hat, ja auch dann direkt das Doppelte in der 1. Liga. Und also wir freuen uns auf den Jungen und setzen große Hoffnung in ihn.
Was denkst du über den Kader? Was passiert da jetzt? Ich glaube, wir haben so ganz furchtbare Einschnitte, die wir alle nicht so richtig geil finden, weil was mich anbelangt, ich habe jetzt mit Borno wirklich, also ich werde gerne gefragt, was hast du einen Lieblingsspieler oder sowas? Habe ich nie normalerweise, aber den habe ich jetzt ins Herz geschlossen. Jetzt ist er im Grunde schon weg. Was passiert jetzt? Ja, also wir müssen ja Leute monetarisieren quasi. Geht nicht anders. Das geht nicht anders. Das wurde auch klipp und klar vom Verein gesagt. Das ist extrem traurig. Aber das ist der Weg, den andere Vereine wie Freiburg oder auch Mainz seit Jahren gehen. Und sie fahren ja damit gar nicht so schlecht. Und wir haben immer auf den guten Spielern rumgegluckt. Mir fällt jetzt spontan Jeromel ein, den wir für 10 Millionen hätten verkaufen können, was damals eine Riesensumme war. Aber nein, damals haben wir gesagt, der bleibt auf jeden Fall bei uns. Und solche Fehler haben sich ja immer und immer wieder wiederholt. Und wenn es jetzt eben angesagt ist, dass wir diese Jungs abgeben müssen, dann müssen wir das tun, müssen das Geld nehmen und versuchen, aus dieser Corona-Situation rauszukommen. Da geht es uns auch nicht anders als anderen Vereinen. Also das ist kein exklusives Problem des 1. FC Köln, dass man vor einer schwierigen Saison steht. Ne? So, also wenn Werner Wolf sagt, die wird noch schwerer als die letzte, also vor dem finanziellen Hintergrund bestimmt. Aber wie gesagt, das haben andere Vereine auch. Und ich bin da durchaus optimistisch, dass wir wieder Mannschaften hinter uns lassen werden nächstes Jahr. Ich halte das auch für eine komplett realistische Einschätzung, würde mir trotzdem wünschen, dass man eher sowas sagt wie, wir spielen nicht um Abstieg, sondern wir versuchen so schnell wie möglich aus dem Abstiegsgedöns raus zu sein. Also eher so die Latte höher hängen, was die Ansprüche anbelangt, damit man nicht quasi 10 Meter vor dem Marathontor, hätte ich beinahe gesagt, beim Marathon aufhört zu laufen, weil man denkt, ich bin ja schon da. Ne? Das funktioniert dann oft nicht, wenn man die Latte zu niedrig hängt. Ne? Ja. So. Aber die Situation früher war trotzdem eine andere, weil wir hatten ja Angebote. Jeromel, sagst du, wir hatten auch für Meret angeblich ja unfassbare Angebote mit sehr, sehr, also lukrativ und so. Wir haben die dann irgendwie nicht umgesetzt. Jetzt ist es so, dass die Angebote jetzt nicht wirklich reinflattern wie blöd und wir wirklich irgendwelche Supersummen abrufen sind. Also diese 8, 9, 10 Millionen, die jetzt für Bono in der Presse zumindest kolportiert werden, sind ja echt ein Fliegenschiss für so einen Spieler. Das ist ja lächerlich. Ja, ich hoffe, dass Wolfsburg auch noch den einen oder anderen Konkurrenten vielleicht bekommt. Auch wenn sie sich schon einig sind, angeblich mit dem Spieler. Vielleicht noch ein englischer Verein, wie es jetzt auch bei Skiri angeblich der Fall ist, dass die Summe sich noch ein bisschen hochschaukelt. Aber tatsächlich reden wir da im Moment. Man kann sich nur wirklich an den Kopf fassen. Ne? Also wenn man sieht, was andere Vereine an Transfersummen erlösen für einzelne Spieler, da fragt man sich manchmal wirklich, also wie haben die das denn bitte schön ausverhandelt? Ne? Und bei uns kann es jetzt nicht daran liegen, dass der Schmatt gesagt 8 Millionen. Also da würde ich mich ehrlich gesagt als Jörg Jakobs oder auch als Werle, selbst wenn es sein Buddy da wieder ist, würde ich mich kaputt lachen. Das ist auch eine Geschichte, Entschuldigung, ja. Wie kann denn sowas sein, ja? Also Schmatt gesagt, ich möchte nicht mit Jörg Jakobs verhandeln, ich verhandle mit Werle. Also stell dir mal vor, du gehst irgendwie in die Pommesbude und sagst, ich möchte bei dir die Jeans kaufen vom Laden nebenan. Dann sagen die, aber ich bin doch hier gar nicht, ist mir egal. Das ist wirklich und ich möchte meinen eigenen Verkäufer mit reinbringen ins Geschäft. Genau. Stell dir das mal vor. Das darf man sich echt nicht gefallen lassen eigentlich. Ne? Und man merkt einfach, klar, ne, Jörg Schmatke weiß ganz genau, welche Tasten er hier drücken muss, ne, um eine vielleicht auch schon angeschlagen. Man muss ja klar sagen, es gibt ja Druck auf dem Kessel. Ne? Es gibt genug Leute, die sagen, was ist das für ein Vorstand, was machen die da und so weiter. So, wenn du jetzt hingehst und sagst, pass mal auf, ich lehne deren neue Sportdirektor oder sportliche Leitung ab, dann ist natürlich das destabilisiert. Und das kann natürlich für jemanden wie Jörg Schmatke, der das hier in- und auswendig kennt und aber jetzt für Wolfsburg arbeitet, nur von Vorteil sein. Ne? Also absolut. Kluger Schachzug eigentlich, darf man nur nicht ernst nehmen. Ich würde sagen, dann lass uns den Schmatt jetzt auch erstmal wieder ad acta legen. Hoffen wir, dass wir ihn diesmal über den Tisch ziehen und uns vielleicht sogar einen Teil der 3,3 Millionen Abfindung wiederholen, die wir damals für ihn gezahlt haben. Nee, aber was steht denn jetzt konkret demnächst an? Da ist die Mitgliederversammlung, da müssen wir auch noch mal drüber sprechen, am 17. Juni. Und da stehen 2 Dinge ja im Vordergrund, die auch jetzt durch die Diskussionen, durch die Medien durchrauschen. Das ist auf der einen Seite die Wahl von Carsten Wettig und das ist auf der anderen Seite die Bestätigung des bestehenden Vorstands, die Entlastung. Und da haben die Jungs sich ja relativ klar zu geäußert.
dass sie in keinem Fall einen Rücktritt in Erwägung ziehen würden, egal was passiert, ob Wettig gewählt wird oder nicht. Sie haben dann das Szenario skizziert, dass Leute aus dem Mitgliederrat aufrücken. Wenn Wettig nicht gewählt wird, rückt einer auf. Wenn sie auch noch zurücktreten, dann würden 3 Leute aus dem Mitgliederrat aufrücken. Also es ist tatsächlich satzungsgemäß. Das ist die Satzung, genau. Ne? So, aber mal ehrlich, also Leute, das kann ja nichts sein, was wir uns wünschen. Das kann auch für die Gegner nicht in Frage kommen. Nein, die Wahrheit ist nein. doch die. So, die haben noch ein Jahr, um zu beweisen, dass sie es gut machen. So. Wir waren mit Sicherheit nicht mit allem zufrieden, hast du schon gesagt. Es gibt genug Leute, die sagen, das war eine Katastrophe, wir fanden das richtig furchtbar. So, jetzt jedem seine Meinung, alles in Ordnung. Aber Sie haben noch ein Jahr. Lasst uns bitte jetzt nicht sozusagen das Kind mit dem Bade ausschütten, sondern gebt ihnen das Jahr. Ne? Lasst uns den Carsten Wettig da bitte reinwählen und nach einem Jahr werden wir schauen. Im Übrigen kann man relativ sicher sein, dass bei der nächsten Wahl sich genug Gegenkandidaten auch zur Not per Kampfkandidatur aufstellen werden, wenn sich dieser Vorstand Blößen gibt. Ja. So. Also wenn Sie so weitermachen wie Mhm. bisher, das sehen wir schon auch realistisch, dann wird es nächstes Jahr auch wohl kaum eine weitere Zukunft geben. Ne? Also Sie müssen deutlich aktiver werden. Sie müssen intern endlich die Strukturen so aufstellen, dass dann nicht mehr gegeneinander gearbeitet wird. Also Vorstand und Geschäftsführung, bei aller Kontrolle, bei allem, dass man sich manchmal auch wünscht, dass die sich nicht so sehr einmischen. Aber es muss doch an einem Strang gezogen werden. Es darf doch nicht gegeneinander gearbeitet werden. Also das ist für uns der absolute Kern des Übels. Also die vertrauensvolle Zusammenarbeit, die zitierte, die es angeblich gäbe, die muss tatsächlich Einzug halten in diesem Geisbockheim da hinten. Was meinst du mit, dass man sich wünschen würde, dass sie sich nicht so einmischen? Ja, natürlich. Also wenn es nach der Geschäftsführung geht, dann hält der Vorstand sich doch aus allem raus. Die ganzen anderen Institutionen, die Gremien, die sollen nach Möglichkeit die Schnüsse halten. Ja, ist nur aber wo gibt's denn das? Ja. Also ganz ehrlich, das ist Märchenland. Das ist Märchenland. Natürlich wünscht sich jeder, dass sein Chef am liebsten nie vorbeiguckt und auch nie guckt, ob du rechtzeitig da bist und wieder gehst und so. Ja. Alles, das ist völlig normal. Muss aber irgendjemand einen Blick drauf haben. Insofern, so, ne, also das ist auch nicht, da reden viele Leute mit oder da passen die auf mich auf und das ist alles Stasi oder so. Das ist Quatsch. Das ist normal. So, aber nochmal, der Vorstand muss auch sich hier am Geisbockheim häufiger sehen lassen. Es kann nicht sein, dass wenn die Tür zufällt und der Vorstand geht raus, dass dann die komplette Abteilung hier am Jubeln ist. Endlich sind sie wieder fort. Das ist einfach schlecht. Ne? Ist halt so. So stelle ich mir das vor. So stelle ich mir das vor. Ne? Und dass man dann auch noch hingeht und sagt, sie wären so selten da gewesen, hätten dem Trainer nicht Hallo gesagt, hätten hier sich nicht blicken lassen. Das macht das Ganze ja noch absurder, ne? Vor allen Dingen sind das natürlich so Blößen, die musst du dir nicht geben. Also ich bin aber jetzt persönlich, ich denke aber, okay, wir werden sie jetzt hoffentlich lernen. Jetzt haben sie noch ein Jahr. Wenn sie es bis dahin nicht abgestellt haben, dann glaube ich an die Lernfähigkeit auch nicht. Ja. So, aber das sind dann lauter so Dinge, die wenn du antrittst und die sagen dir, mach mal still, nicht so viel aufheben, so, dann machst du das und dann ist das auch nicht richtig. Okay, jetzt müssen sie eine Kurskorrektur machen, ganz einfach. Ne? Und ich meine, wenn das stimmt, dass sowohl Fee als auch Horst Held gesagt haben, bleibt mir bitte vom Trainer weg, ich möchte nicht, dass ihr damit Kontakt habt, dann würde ich mir auch als Vorstand niemals bieten lassen. Würde ich sagen, also, was ist das denn für ein Quatsch? Ja, so ist eigentlich total nett. Ne? Und jetzt fliegt ihr das Nett für die Füße, aber wir brauchen ja auch keinen netten Vorstand. Wir brauchen ja einen, der wuppt. Ne? Ja. Aber lass uns bitte jetzt nicht mehr, wir wollen jetzt an das Positive. Und was soll sich natürlich positiv entwickeln? Wir wollen wieder ins Stadion. So, wir sind ja gar nicht so weit entfernt, ne? Ja, hier sind wir sind jetzt weggegangen vom Stadion, ne? Aber wir sind nicht weit davon entfernt, da wieder hinzukommen. Ja. Und ich glaube, das ist tatsächlich, ne, dieser Vorstand ist mal angetreten unter gemeinsamen Gewinnen alle. So haben wir uns alle vorgestellt, wie geil das wäre, so, wenn wir ehrlich sind, die Fangemeinschaft ist gespalten wie eh und je oder schlimmer noch. So. Schlimmer. Und ich glaube, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass man eben nicht bei einem guten Kölsch, im Birkenhof am Bütchen, wo auch immer, miteinander quatschen kann, und auch völlig unterschiedlicher Meinung sein kann, aber man weiß, alles FC-Fans, scheiß was drauf. So, und
das fehlt tatsächlich. Ne? Jetzt geht das alles über Social Media. Ja. Das geht alles so. Fürchterlich. Und ich wünsche mir sehr, dass das ein Ende nimmt, weil es macht keinen Sinn. Ich habe keinen Bock, mir irgendwie die Köpfe einzuschlagen über Dinge. Am Ende ist es Fußball. Ja. Ja, und was das sportliche Endergebnis anbelangt, was setzen wir denn als Zielsetzung? Der Vorstand hat gesagt, unter die ersten 10, aber innerhalb der nächsten 7 Jahre. Habe ich das richtig verstanden? Wollen wir da sofort hin? Schon nächste Saison? Ich will das immer, ne? Aber ich glaube, das ist keine realistische Zielsetzung. Nein. Ich würde mir wünschen, dass wir 4, 5 Spieltage vor Ende der Saison wissen, dass wir in der Liga bleiben. Das würde ich als Ziel ansteuern. Das fände ich sehr geil. So. Ja. Dann würde ich sagen, sind wir ja fast am Ende angekommen. Ne? Ja, würde ich sagen, 2 Kölsch auf die neue Saison, auf die Sommerpause, in die wir jetzt gehen, auf die Fans des 1. FC Köln. Alle zusammen am und besten. Auf eine richtig geile Zukunft. Macht's gut, Leute. Ciao.